wisst ihr, ich gerade beim Metzger war und beim Bäcker. Er hat mein Gürtel nicht nur offen, sondern er hing mir bis zu meinem Knie runter. Die Gürtelschnalle. Und es hat niemand was gesagt. Und wahrscheinlich habe ich mir wieder gedacht, oh, ich werde angeschaut, weil ich so hübsch bin. Aber nein, weil ich die Frau bin, die ihre Gürtelschnalle zwischen die Knie hat. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit herzlich willkommen zu unserer 3. Folge. Ich bin Tres, grüß euch, und ich bin heute da mit meiner Freundin Anja. Habe die Und Verena. Servus. Und wir freuen uns recht, dass unsere 2. Folge so gut angekommen ist. Vielen Dank für das ganze Feedback, das ihr uns schickt. Und wenn ihr uns noch nicht auf Social Media folgt, dann tut das gerne jetzt. Ihr findet uns auf Instagram und TikTok. Wellensittich Stammtisch heißen wir da. Jetzt, in diesem Moment. Folgt uns jetzt, genau jetzt. Und wir schauen uns natürlich alle eure Profile an. Wir stalken euch, wir sind sehr aufgeregt, wollen wissen, wer uns da so folgt. Also fühlt euch völlig unbeobachtet, wenn es uns folgt. Von der letzten Folge schulden wir euch außerdem nur eine Information. Und zwar haben wir ja gesagt, wir erzählen euch diesmal, wen von diesen McDonalds-Maskottchen wir unter Zwang möchte ich sagen, bumsen daten. Wir können euch auch in die Shownotes nochmal einen Link zu dem Foto machen, damit ihr wisst, wovon wir reden. Ich darf die gern fragen, Verena, als erstes. Wen darfst du unter Zwang bumsen von dieser wundervollen Mannschaft? Ich darf unter Zwang den Burger nehmen. Ich möchte nicht erklären, warum. Ich finde es völlig verrückt. Also. Aber ich glaube, es ist ja wurscht, wenn man da nimmt. Das ist alles ein bisschen verrückt. Wen nimmst denn du das? Dazu da, ich möchte nur schnell was fragen. Dazu da dann auch einen auf schwarze Witwe machen und den dann am Ende verspeisen? Ja, da ich jetzt nicht ausschließen, in dem Fall. Das ist ein Burger. Nicht mal überlegt. Ja, und du das? Also, ich möchte nur mal sagen, unter Zwang. Ich darf niemanden von diesen Leuten in mein Schlafzimmer lassen, eigentlich. Aber wenn ich mir sagt, darf ich mich für ein Grimace entscheiden. Das ist das lila Viech. Und das ist das haarige Viech, sag's wie es ist. Dazu möchte ich mich nicht äußern. Und es liegt größtenteils daran, dass McDonald's dieses Jahr, das ist keine Werbung, aber McDonald's hat dieses Jahr einen Grimace Shake rausgebracht und der ist 10 von 10. Und wenn ein Kuss vom Grimace auch nur ein bisschen so schmeckt wie dieser Grimace Shake, dann war die dabei. Es ist so schlimm. Ja, Anja, dann sag du deinen. Das finde ich nämlich auch sehr schlimm. Ja, ich wurde dafür, glaube ich, am meisten fertig gemacht. Ich hätte den Vogel genommen. Ich finde den einfach am hübschesten. Tut mir leid, da fühle ich mich am meisten sexuell dazu hingezogen. Ja, also ich habe mich schon drüber aufgeregt, ich will das jetzt nicht wieder hochkochen. Ich glaube auch, es darf ausarten. Wir interessieren uns aber nach wie vor dafür, wen ihr genommen hättet. Also schaut euch gerne nochmal das Foto an, falls ihr es noch nicht gemacht habt und mit einer Freundin ausdiskutiert habt. Schreibt uns das mal. Ihr kennt es nicht allein lassen mit diesen Abgründen. So, und dann möchte ich mich noch ganz, ganz offiziell entschuldigen. Ich möchte mich nicht nur entschuldigen, ich möchte mich stellen. Und zwar habe ich in der letzten Folge behauptet, dass ich mir noch nie Gedanken gemacht hätte, welche Berufsgruppe ich anziehend finde. Und man merkt einfach, dass früher war, als wir aufgenommen haben. Das machen wir nie wieder, es tut uns wirklich leid. Weil auch meine Freundinnen haben nicht interveniert, als ich diese Lüge verbreitet habe. Denn seit über 10 Jahren laber ich die zwar voll, dass ich uns einmal alle aus dem Knast rausbumsen werde, weil ich einfach Polizisten und Polizistinnen so dermaßen scharf finde. Also ich möchte mich hier offiziell entschuldigen, ich möchte mich stellen, vor allem bei der Bundespolizei. Weil, Alter, ihr seid so scharf. Haben die schönsten Uniformen oder was? Leck Arsch. Also, und falls euch das nicht reicht, mich wegen sexy zu verhaften, liebe Polizei, so unschuldig wie ich in Folge 1 du hab, bin ich anscheinend gar nicht.
Ich habe das letzte Folge schon ein bisschen durchklingen lassen, bei meinen Eltern daheim mein altes Tagebuch gefunden aus der Grundschule. Bevor es zu Gewalt kommt, da ich euch gern auch noch kurz das davor vorlesen. Einfach nur, dass ihr wisst, wie ich so generell war. Und ich schaue noch schnell aufs Datum. Es war 2003, das heißt, da war ich, glaube ich, schon eine. Hallo. In der Schule hatten wir heute Schwimmen. Das war sehr schön. Bloß mich nervt es, dass ich meistens beim Umziehen letzter bin. Und dann mit meinen langen Haaren letzter bin. Dann sagt Frau Haderer immer, lass dir deine Haare schneiden. Und einmal oder zweimal habe ich ihr nachgemault. Hoffentlich hat sie es nicht gemerkt. Danach hatten wir Pause. Da ärgerten die Buben mich immer. Und jetzt wird Storytelling brutal, bis ich mein Gesicht verzog und ihnen eine reinhaute. Und bei einem war ich brutal sauer. Ich habe sehr lange gedacht, dass es brutal heißt. Da habe ich ihn bekannt mit meinen Fäusten gemacht. Wow. Danach war der Fotograf da und wir haben Fotos gemacht. Sehr random mit dem Fotograf danach. Ich liebe das. Ich liebe das. Aber krass, dass du dich nicht daran erinnerst, dass du anscheinend auch schon Leute zusammengeschlagen hast, so wie die Verena, den Na, armen der- Typ, dem es 1000 Brotdosen geklaut hat. Den habe ich nicht zusammengeschlagen, du Arsch. Die einen sowieso, die anderen ja. sowieso. Der hat mich zusammengeschlagen Ja? und da bleibe ich dabei. Ja, ich finde es auch krass, dass ich das vergessen habe. Also anscheinend denkt man immer nur, man war so dermaßen unschuldig. Daher, liebe Bundespolizei, vor allem Bundespolizei, jetzt mich gerne ab, ich bin bereit. Ekelhaft. Habt ihr eigentlich nur eure Tagebücher? Ja, ich habe meins noch und ich schreibe da auch noch regelmäßig ein. Also das ist das Tagebuch, das ich gekriegt habe, als ich 10 Jahre war, glaube ich. Und ich schreibe da bis heute ein. Echt? Ach, Dann Schmarrn. hast du aber nicht viel reingeschrieben in den letzten 20 Jahren, oder? Ja. Also ich darf es euch gerne präsentieren, denn ich habe auch ein paar Sachen vorbereitet. Das ist mein Tagebuch. So dick ist das. Da sind auch verschiedene Krass. Briefe und so drin. Alter, ich bin so scharf auf dieses Tagebuch, wieder Geld zahlen. Boah, lies uns bitte was vor. Das behalte ich mir für später auf. Ich glaube, das passt besser in unsere Liebesbriefe-Kategorie. Ich freue mich so drauf. Jetzt sind wir Und gespannt. Vreni, hast du deins noch? Ich habe kein einziges Tagebuch mehr. Ich habe tatsächlich echt viel geschrieben früher, aber ich habe mal irgendwann einen Rappel gehabt und habe mir gedacht, ich muss mit meinem alten Leben abschließen. Dann Oh habe ich einfach nein, aber alles wir rausgeschmissen und weggeschmissen. hätten uns so gefreut über dein altes Leben. Ja, ich darf mich halt auch drüber freuen, aber na. Vielleicht ist es ja Schade. gescheiter, dass ich das abgespalten habe von mir. Okay. Ah ja, also ich hab mir das auf jeden Fall durchgelesen, mein Tagebuch gestern, und es ist einfach so ein Brüller, es ist Wahnsinn. Ich habe eine persönliche Lieblingsstelle. Das ist eigentlich unfassbar traurig, aber es ist leider auch so lustig. Und das würde ich echt gerne noch vorlesen. Und zwar ist da mein Hamster gestorben. Der Schnucki. Tagebuch. Ich finde gut, dass ich einfach nur Tagebuch geschrieben habe. Tagebuch. Heute schreibe ich etwas früher rein als sonst. Ich habe nämlich etwas auf dem Herzen und es ist nichts Gutes. Am 16.12.2003 ist mein Hamster gestorben. Das war ein Schock. Es tut mir sehr leid, dass ich manchmal nicht gerade freundlich war. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, was ich meine, weil wenn ich mir bei einem sicher bin, ist, dass ich niemals in meinem Leben schlecht zu Tieren war. Ich glaube eher, dass ich da meine eigene Laune gemeint habe als Kind. Aber er und ich hatten uns sehr lieb. Er lachte, wenn ich lachte. Da bin ich mir sicher. Wenn ich weinte, waren er leider nicht, tröstete er mich. Er war mehr als nur ein Hamster für 6,25 €. Er war mein einziger bester Freund. Und dann hier noch
Eine Zeichnung von Schnucki. Oh. Es ist herzzerreißend, Joas. Wisst ihr, was mich gerade am meisten interessiert? Was? Was kostet ein Hamster heute? Wie ist die Hamsterinflation fortgeschritten? Das sind die Sachen, über die viel zu wenig berichtet wird. Das war aber mal interessant. Ja, also bitte, falls jemand da Infos hat, sagt es uns gern. Ich fand auf jeden Fall 6,25 € als Kind schon sehr, sehr günstig. Also das hat Ja. mich schon schockiert, dass ein Lebewesen Ich finde das so auch wenig kostet. schockierend. Schon allein wegen Schutzgebühr und so gibt es doch eigentlich, Ja. also bei manchen Sachen. Und nachdem das ja ein Tier ist, also ich finde, man sollte Ja. sich nicht ein Tier kaufen können für 6 €. Ja, aber Irre. er war ja für mich ja mehr als wie ein Tier für 6 €. 6,25 bitte. 6,25 €. Ja, ich merke mir halt Zahlen sehr gut, schon immer. Ah ja, sehr, sehr schön. Danke, dass du es mit uns teilt hast. Ja. Und in meinem Tagebuch habe ich auch noch einen Steckbrief gefunden. Also Alter 9. Ich werde bald 10. Größe 1,46. Hobbys Musik machen. Gut, hat sich nicht viel geändert. Was ich nicht mag, und da steht schämen. Und das finde ich irgendwie wild, weil ich habe das Gefühl, dass ich mich jetzt eigentlich für gar nichts mehr schäme. Und anscheinend habe ich mich als Kind aber sehr viel geschämt. Und jetzt würde ich gern von euch wissen, was war denn so für euch eine der peinlichsten oder gern mehrere peinliche Erlebnisse, die ihr so hattet als Kinder? Vreni, da du hier kein Tagebuch lieferst, hast du eine Geschichte so für uns? Also ich habe mir als Kind auch generell sehr viel geschämt für Dinge. Das hat sich Gott sei Dank im Laufe der Jahre verloren. Naja, jetzt schäme ich mich für gar nichts mehr. Aber damals schon. Aber gut, also das ist ja echt eine saudumme Geschichte, oh Gott. Ich war auf einem Kindergeburtstag eingeladen bei einer Freundin und die hat ganz viel Puppenklamotten gekriegt. Und ich habe die gleiche Puppe gehabt und fand die Klamotten halt sau cool. Und ich habe die den ganzen Tag angeschaut und ich habe mich nicht zusammenreißen können. Was hast du da? Eins von diesen Klamotten wollte ich klauen. Nein. Doch. Psst. Ja, ist Die wurscht, kriminelle weil es Energie. Das ist so neu für mich. Ich habe das echt nicht gewusst. Ja, Gott sei Dank haben wir jetzt einen Podcast, wo wir über das reden können. Also da schaue ich mir halt tatsächlich nur dafür. Das ist echt unangenehm. Auf jeden Fall habe ich dann, Ja, aber hast du es geklaut? ja, jetzt lass mich ausreden. Ich habe diese Puppenklamotten dann in meine Hosentaschen geschoben und ich hatte so eine Stoffhosen an, wo man halt, also hat sich halt genau abzeichnet, dass ich irgendwas Großes in meiner Hosentasche habe. Und du hast dich nicht einfach nur gefreut, sie zu sehen. Auf gar keinen Fall, zumal es ein Kindergeburtstag war. Und dann hatte ich halt diesen riesen Knädel in der Hose und die Mama von der Freundin hat mich halt mehrmals gefragt, was ich da drin habe. Weil die hat halt kapiert, dass ich irgendwas drin habe, was da nicht reingehört. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, Süßigkeiten. Und irgendwann ist die dann hergekommen und hat einfach meine Hosentaschen aufgemacht und hat geschaut, was da drin ist. Und dann waren da Puppenklamotten drin von dem Kind, das Geburtstag hatte. Das war richtig unangenehm. Da habe ich mich brutal geschämt. Und da war Ah. ich so froh, wo ich abgeholt worden bin. Und ich schaue mir halt noch ein bisschen dafür. Es war echt arschig. Hast du da geschimpft gekriegt dafür? Ja. Ui. Also da wäre ich echt gerne im Erdboden versunken. Also dieses Gefühl in diesem Moment, wo die meine Hosentaschen aufgemacht hat. Na, Hat die geschimpft? ja, die hat mich geschimpft. Also, liebe Polizei, bevor ihr die Verena abholt, schaut bei mir vorbei. Aber dann auf jeden Fall bei der Verena, weil da ist kriminelles Blut. Schlimm. Ja, krass. Ja, aber was hast du da erhofft? Hast du gedacht, du kommst durch damit? Ja, sicher. Ich wollte es ja mit heimnehmen an meiner Puppenmutze. Süß, aber Arsch. Ja. Ich bin ja voll der Klau-Gegner, aber ich wollte schaue grad mich sagen. trotzdem mit für die. Danke. Aber habt ihr immer was geklaut?
als Kinder? Oder auch jetzt? Na. Außer Handtücher bei Freunden. Ich habe als Kind mal eine Rollen Mentos geklaut im Minimal. Früher hat der Rewe nämlich Minimal geheißen bei uns. Und ich habe es dann aber nicht, also eigentlich, da ich es pädagogisch richtig finden, zu dem Kind dann zu sagen, hey, das muss jetzt wieder einbringen und sagen, das habe ich gestohlen. Aber ich habe im Auto warten müssen und meine Mama hat die Mentos eingebracht. Und ich habe mich sehr geschämt. Bin im Auto gesessen und habe gedacht, oh Mann, ich bin ein Schwerverbrecher. Warst du ja. Hast du eine Standpauke gekriegt von deiner Mama? Ja, die war stinksauer. Mir hat meine Mama immer eingebläut, dass wirklich Klauen das Allerschlimmste ist. So, das hätte ich mir nie im Leben traut. Also so, dass ich mal jemanden nebenan reingehauen hätte, weil ich sauer war, das kann ich mir jetzt schon nur zutrauen. Also das hat mich jetzt nicht krass überrascht. Aber klaut, da hatte ich ja noch nie das Bedürfnis. Also habe ich ja jetzt nicht. Das ist mir ausgeredet worden. Wie Rache, habe ich mir auch nicht traut. Das haben sie mir auch richtig vor Anfang an ausgeredet. Eltern, die hat bis heute noch keine Zigaretten im Mund. Wenn man nur Angst vor meinen Eltern anscheinend. Sehr brav, aber Na, jetzt ist es aber irgendwie ein Spaß zum Anfangen, was mich ja, das stimmt. Hast du irgendeine peinliche Geschichte? Ich habe auch eine peinliche Geschichte, die mir als Kind unfassbar peinlich war. Aber wenn ich als Erwachsene drüber nachdenke, ist es eigentlich süß. Also ich verstehe, warum die Erwachsenen das gemacht haben. Aber als Kind habe ich da echt, also so da habe ich schon wochenlang drüber nachgedacht und bin in der Nacht aufgewacht. Und wenn dann der Gehirn so sagt, so, weißt du das noch? Oh ja, oh nein. Ich habe für meinen Onkel, der hat Geburtstag gehabt, einen Runden, habe ich ein Gedicht auswendig lernen sollen und das aufsagen. Und dann, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber auf jeden Fall kam da in dem Gedicht vor, bla bla bla, deshalb habe ich für dich hier diese kleine Gabe. Und da ich ja schon immer Vollbauer bin, habe ich das Wort Gabe halt einfach nicht gekannt. Und habe gedacht, das ist der hochdeutsche Begriff für Gabe, also für Gabel. Und habe dann so eine kleine Gabel gebastelt. Oh Gott, das ist und habe süß. die dann für alle Leute meinem Onkel übergeben. Und die haben sich halt alle natürlich komplett abgeschossen. Die haben so gelacht. Und ich habe aber auch nicht verstanden, warum das jetzt so lustig ist. Und mir ist das halt dann danach erklärt worden. Und dann habe ich mich so geschämt, dass ich da eine Gabel gebastelt habe. Aber es ist unfassbar süß. Ich fand es nämlich als Kind schon ein bisschen komisch, dass ich jetzt eine Gabel überreichen soll. Aber mein Gott, wenn das da drin steht. Ja. Oh Mann. Lieber Papa. Und meine Mama hat mich halt nicht davor bewahrt, weil sie es halt süß gefunden hat. Aber ich hätte mir natürlich gewünscht, sie hätte mich davor bewahrt. Ja, verstehe ich. Das Gefühl, dass man von Erwachsenen ausgelacht wird für was man voll ernst meint und eigentlich mit voll der guten Intention macht, kenne ich auch. Das war bei mir am ersten Schultag so. Da waren alle Kinder da und alle Eltern und unser Klassenlehrer hat uns halt gefragt, was sind so die wichtigsten Sachen, die man in seinem Schulranzen hat und wollte halt, dass sie die Kinder melden und aufzählen, was da alles so drin sein kann. Und ich war ein Kind, das gern alles richtig machen wollte und habe gedacht, ich weiß was und habe mich gemeldet. Und dann hat er gefragt, ja und, sag mal. Und ich habe gesagt, natürlich, das Wichtigste ist das Pausenbrot. Und es war für mich extrem wichtig, ein gutes Pausenbrot dabei zu machen. Aber alle Eltern haben mich im Kollektiv ausgelacht und ich fand es ganz, ganz schrecklich, weil ich dachte, hey, aber es ist doch richtig, es stimmt doch. Ich weiß halt jetzt nicht einmal die richtige Antwort, wenn es nicht das Pausenbrot ist. Ja, ich wollte, glaube ich, so Sachen hören wie Federmappe, Bierchelhefte und so, aber Entschuldigung, einen guten Snack. Ja, Ja. also ohne was im ganz Mund ehrlich. kann man auch keine klugen Sachen in der Schule machen. So, Ich bin komplett auf deiner Seite. danke. Und was mir als Kind auch unfassbar peinlich war, was mir total leid tut im Nachhinein, weil ich war da immer richtig sauer, auch eben weil ich so peinlich berührt war, Oh nein. dass meine Eltern mir immer, wenn es geregnet hat, mit dem Regenschirm von der Bushaltestelle abgeholt haben, was ultra süß ist. Und ich war immer stinksauer. Ich habe es dann gezwungen, dass sie vor mir gingen und ich gehe hinterher, weil ich brauche keinen Regenschirm. Und ich muss nicht von meinen Eltern abgeholt werden. Und es tut mir so leid im Nachhinein, weil man denkt, du verzogens Mistkind. Du sagst jetzt Danke Ja. und du lässt dich mit diesem Regenschirm nach Hause begleiten.
Oh na, umarm's Aber- nochmal dafür. Ja, aber das war zu peinlich, das hätte ich nicht tun können. Es ist leider nicht gegangen. Keiner darf sagen, dass ich Eltern habe oder dass ich einen Regenschirm brauche. Das ist dann so random Sachen, die einem als Kind oder auch als Jugendlicher peinlich sind. So Sachen, die nicht schlimm sind, aber du möchtest sterben, weil es so peinlich ist. Schlimm, echt. Ja. Eieieiei. Nee, ich habe nur einen in meinem Tagebuch gelesen, auf jeden Fall. Also da habe ich mich ja noch dran erinnern können, tatsächlich. Ich glaube, das ist jedem Kind passiert. Ich weiß auch nicht, ob es mir damals so peinlich war. Ich glaube, dass mir damals schon nicht so krass peinlich war. Aber es ist jetzt eigentlich das Angenehmste, was einem passieren kann. Ich glaube, ihr kennt es schon daran. Wir haben ja heute noch schwache Blasen. Ah. Ich habe nämlich angefangen, den Eintrag zu lesen und habe mir gedacht, weil da stand, liebes Tagebuch, heute war ein verrückter Tag. Und ich habe mir gedacht, was kann für eine 8-Jährige oder 9-Jährige verrückt gewesen sein? Mia sollte mich anrufen, aber bis 2:30 hörte ich nichts von ihr. Ich habe mein Zimmer aufgeräumt und dann rufte ich sie an. In diesem Augenblick kam sie bei der Türe herein. Dann dachte ich schon, dass das war, aber nein, das war's nicht. Dann spielten wir Nintendo. Mama fuhr schnell weg, wir waren alleine. Dann wollte ich Anna Rödig abholen, aber die war nicht da. Und dann Anna Pföderl. Mia kam mit einem Wurstbrot hinterher. Das sind so geile Infos. Und machte die Türe zu. Dann waren wir ausgesperrt. Wir hatten keine Jacke an. Trotzdem haben wir gespielt. Und einmal habe ich so gelacht, dass ich in die Hose pieselte. Dann gingen wir in die Hütte, also wir haben so ein Gartenhäusl, um meine Hose auszuziehen. Hierauf nahmen wir vom Wäscheständer eine Boxershort und eine Hose. Als Mama kam, musste ich mich waschen. Und dann fuhren wir ins Training. Verrückt. Was möchtest du sagen? Und das war's. Es war ein verrückter Tag. Da konntest du echt nicht widersprechen. Nein, echt nicht. Aber vor Lachen in Hosenbieseln, das hatte ich tatsächlich auch immer mit einer guten Freundin. Da, also auch mehrmals hintereinander ist uns das beide passiert. Ja. Aber halt auch sau lustig. Und wenn das passiert ist, haben wir natürlich noch mehr gelacht. Schön. Ich hoffe einfach, dass einem sowas im Erwachsenenalter nicht mehr passiert. Aber ich habe irgendwie so Naja. im Gefühl, dass es mir auf jeden Fall nur mal passieren wird. Du weißt das eh. Ja, wir sagen ja oft, dass wir schwache Blasen haben, weil ich zum Beispiel ganz schlecht Trampolin springen kann. Also, Ja, da bin ich auch richtig schlecht. Ich möchte mich da rausnehmen. die das verstängen's. Ja. Ja. Boah, jetzt fällt mir nur eine peinliche Kindergeschichte ein. Ja, haus raus. Ich habe Flötenunterricht gehabt. Haben wir alle wahrscheinlich, oder? Auf jeden Fall waren wir Natürlich. bei der Flötenlehrerin im Keller. Und Das klingt draußen komisch. war halt der Ja. Garten. Und da ist ihr Bruder vorbeigegangen. Und ihr müsst wissen, ihr Bruder, das war, glaube ich, das war der erste Typ, in den ich verliebt war, glaube ich. Der war mal, also meine Großeltern haben goldene Hochzeit gefeiert. Da war ich vielleicht so 6, 7. Und da war der mit der Musik da. Und dann haben die ganzen Musiker sich irgendwo hinhocken müssen und es waren halt keine Stühle mehr frei. Und dann hat sich der auf meinen Stuhl gehockt und hat mich dann auf den Schoß genommen. Also der war halt einige Jahre älter als ich. Und ab Okay. da war es um mich geschehen. War ich verliebt in den. Wie alt warst du da? 7 oder so. Ach, krass. Okay. Ja. Und dann war ich bei meiner Flötenlehrerin und es war, wie gesagt, ihr Bruder. Und der ist dann draußen an dem Fenster vorbeigegangen, während wir Flötenunterricht gehabt haben. Und dann habe ich halt, es mir so rausgerutscht, habe ich gesagt, da steht mein Geliebter draus. Und sie fand das halt hart lustig. Und habe mich brutal ausgelacht. Erstens, das war mir schon unangenehm. Dann waren da noch mehrere, also wir waren, ich glaube, zu dritt oder zu viert halt da beim Unterricht, die haben auch alle gelacht. Und dann, das war das Allerschlimmste, hat die Flötenlehrerin als Fenster aufgemacht Nein. und hat ihren Bruder nachgerufen und hat gesagt, hey, was hast Verena gerade gesagt hat? Und hat ihm halt gesagt, was ich Na. gerade gesagt habe.
Und ich habe mir nur gedacht, oh Gott, Erdboden, tu dich auf. Das war so schlimm. Ich habe mich so geschämt. Und das ist eigentlich auch total fies oder total dumm, weil ich meine, es ist ja prinzipiell was Schönes, wenn man irgendjemanden toll findet oder so. Oder? Also wenn man dann sagt, keine Ahnung, okay, vielleicht geht er mal eine Cola mit dir trinken oder so, dann kann Aber man wie das ja viel irgendwie älter war der denn als du? nett abmoderieren. Ich weiß nicht, vielleicht 10 Jahre. Ich weiß nicht, wie alt der ist. 10? Ja. Also mehr oder weniger. Also 10 Jahre älter oder er war 10? 10 Jahre älter. Oh, 10 Jahre älter? Mhm. Okay. Wild. Vielleicht auch nicht 10, vielleicht ein bisschen weniger. Aber Das war das erste Mal, dass du verliebt warst, oder was? Mit Ja. Simi? ja. Den fand ich Krass. richtig Und triffst toll. ihn halt manchmal noch? Manchmal ja ganz schlimm. Ist der immer noch peinlich, oder was? Nein, um Gottes Willen. Das werde ich Das nicht mehr ist doch wissen. süß. Hoffe ich. Ich rede mir ein, dass er es nicht mehr weiß. ich glaube, sowas merkt man sich. Das fordert das Ego Echt? lang. Ich Wobei glaub von einer auch, 7-Jährigen. Aber ja. Wann warst du das erste Mal verliebt, Res? Ich weiß nicht, wie alt ich da war, aber ich weiß, dass ich unfassbar schwer verliebt im besten Freund von meinem Bruder war. Und das Mhm. weiß der auch. Also, ich muss das ziemlich jung noch gewesen sein, also 4, 5 maximal. Und auf die Nacht, wenn ich ins Bett gegangen bin und meinem Bruder gute Nacht gesagt habe, habe ich ihm halt ein Bussi gegeben. Und wenn der Achim da war, habe ich mich gefreut, weil dann habe ich am Achim auch ein Bussi auf Backen gegeben dürfen. Und dann war ich so, oh mein Gott. Und hier war alle meine Lieblingskuscheltiere, die haben alle Achim geheißen. Das war schon wieder was Serienmördermäßiges. Na, ich bin sehr gut mit er da umgegangen, okay? Ich habe ihn dann auch irgendwann gefragt, ob er mein Freund sein möchte. Und er hat ja gesagt. Und er hat nie mit mir Schluss gemacht. Und auf seiner Hochzeit, auf der ich eingeladen war, habe ich ihm dann gesagt, dass ich das nicht okay finde, dass er einfach heiratet, ohne sich vorher von mir zu trennen. Ist nicht in Ordnung. Das finde ich sehr, sehr süß. Voll. Ja. Aber der war auch 10 Jahre älter als du, oder? Ja, genau. Ei. Also auf so viel Ältere, glaube ich, stand ich nicht. Kannte mich nicht zumindest nicht erinnern. Also meine Eltern sagen zwar immer, dass ich meinen Nachbar sehr gern mögen habe, aber da, glaube ich, war ich nicht verliebt. Also den habe ich mögen, als ich 4 war oder so. Da war der war bestimmt 10 Jahre älter als ich. Also da haben meine Eltern gesagt, dass ich schon mit Bettzeug da gestanden bin und gesagt habe, ich schlafe heute bei mir. Süß. Ich war dann mit alle 3 Geschwister befreundet, also es war jetzt nicht irgendwie komisch, dass ich bei denen geschlafen hätte. Ich glaube, bei mir war das auch nicht wirklich verliebt sein, sondern halt ganz, ganz unschuldig. Ich fand den einfach toll. Also es war jetzt nicht so ernsthaft verliebt sein. Ich weiß ja, wann ich das erste Mal verliebt war, weil es in meinem Tagebuch steht. Hallo, liebes Tagebuch. Ich habe dich lange Zeit nicht gefunden. Das klappt mal gar nicht, weil ihr rahmt mir ja so gern auf. Der letzte Eintrag, der war am 10.06.2002. Nee, so ist das auf der letzten Seite ja stehe. Jetzt bin ich schon in der 4. Klasse und 9 Jahre alt. In der Zwischenzeit habe ich Flöte aufgehört und Klavier angefangen. Das macht mir auch ziemlich Spaß. Bla 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 bla. Die Sommerferien sind vergangen, die waren auch sehr schön. In der Zwischenzeit habe ich mich ein bisschen verliebt, nämlich in Hubert Moser. Gestern im Bus hat mich schon einer Anja Moser genannt und ich glaube, Hubert ist auch ein bisschen verliebt in mich, aber nicht weiter sagen. Und ich dadurch, weil es lief natürlich platonisch ab, also da ging nichts zwischen Hubert und mir. Schon. Aber es gab einmal Körperkontakt und den da ich gerne nur vorlesen. Bitte. Hallo liebes Tagebuch. Heute in der Schule hat mich Hubert an beiden Armen genommen, aber gütig. Was heißt das? Ich glaube, ich habe damit gemeint, dass er mich nicht packt hat, weil er sauer war. Und jetzt, das war brutal. Das war brutal ein schönes Gefühl.
Ich habe mit ihm geredet. Dann kam, ich nenne es jetzt einfach mal Veronika, und sagte, lass Anja in Ruhe. Und dann hatte sie es wieder einmal geschafft. Mein Gott. Mein Gott, Veronika, wo ist das? Es ist gerade brutal ein schönes Gefühl, Veronika. Stand sie öfter zwischen euch, weil sie es wieder einmal geschafft hat. Anscheinend. Also das war diejenige, die mein Pupskissen zerrissen hat. Okay. Oh, aua. Ja. Da brauchst du keine Feinde, wenn du solche Freunde hast. Ja. Ist so. Was auch auffällig an diesem Tagebuch ist, dass ich ungefähr ab dem Zeitpunkt, wo ich 10 geworden bin, ununterbrochen schwer verliebt war. Und zwar in ständig wechselnde Typen. Und je älter ich geworden bin, desto dramatischer ist das Ganze geworden. War das bei euch auch so? Ja, komplett. Also, ich darf euch vielleicht jetzt den Eintrag vorlesen, den ich vorher angeteasert habe. Es ist nämlich die allererste Seiten, die ich jemals in dieses Tagebuch geschrieben habe. Und Oha, ich freue mich. ich erinnere mich daran, dass ich halt was Cooles als ersten Eintrag wollte. Ich wollte nicht mit einem normalen Tagesablauf starten. Deswegen habe ich gedacht, ich schreibe über meine Liebe, über mein Liebesleben. Es war der 16.12. Liebes Tagebuch. Heute ist etwas passiert. Ich habe mich heute in einen total süßen Jungen verknallt. Zweimal Unterstriche, natürlich. Er heißt Karl Friedrich Obermeier. Er wird KFO oder Pferdefresse genannt. Und dann ist der Eintrag zu Ende. Was? Und ich finde, Du hast echt das einen ist ein Typ. Banger. Was soll denn das? Haariges Viech. Ja, okay. Hat der wirklich so geheißen oder hast du den Namen gerade geändert? Den habe ich gerade geändert, ja. Okay. Aber Pferdefresse hast du nicht geändert. Mhm. Er wird sie angesprochen. Nein, er wird sie nicht angesprochen fühlen. Er wird es niemals hören. Aber ja. Aber warum wurde der so genannt? Er hat sehr große Zähne und sehr viel Zahnfleisch gehabt. Also, ich brauche ja auch nicht reden. Wenn ich lache, sagt man ja auch sehr viel Zahn und sehr viel Zahnfleisch. Aber bei dem war das halt auch sehr groß, einfach. Großer Mund, große Zähne, viel Zahnfleisch. Der Arme. Ja. Naja. Aber ich war verliebt. Aber Was möchtest du machen? in Pferdefresse. Also, das ist ja so gemein. Aber auch, dass ich gedacht habe, das ist eine wichtige Info. Das schreibst auf. Ich liebe generell, wir Kinder schreiben. Wie alt warst du da? 10. Ah ja. Ja, ich finde, also man merkt so richtig, weil ich werde in meinem Tagebuch auch älter. Also ich habe es dann, ich glaube am Ende der 6. Klasse war es vollgeschrieben. Mhm. Und man merkt einfach so krass, wie es sich verändert. Also so das Storytelling. Ich habe mit Simi angefangen, das ist halt einfach so geil. Also ich habe es ja vorher schon mit Neini war es ja noch ähnlich. Aber es ist alles so ein bisschen ja einfach so zusammenhangslos. So, oder auch wie ich mich ausgedrückt habe. Heute in der Schule waren fast die meisten krank. Ich war halb gesund. Ja? Mein Bruder Michael war auch krank. Ich habe Fernsehverbot. Aber das macht mir nichts aus. Und in 2 Wochen habe ich schon Geburtstag. Okay. Schön. Ich liebe Ja, das. doch. Ja, ich liebe das auch sehr. Dass ihr mit irgendeinem Typen von damals noch zusammen sein wollen? Auf gar keinen Fall. Also Nein, jeder, den ich jemals toll fand, mit dem ich jemals was gehabt habe, mit dem ich jemals zusammen war, da ich halt sagen, na, das
passt schon so, dass nichts geworden ist oder dass es nicht gehalten hat. Ja. Ja, aber ich glaube, wenn man so 13 ist, denkt man sich trotzdem, nein, es wird nie wieder jemand anderen geben. Ja, aber da steht man auch aufs Drama, oder? Ich glaube, Sehr. ja, das ist ganz, ganz wichtig, Drama. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an einen, also ich war schon eher immer eine treuere Seele. Ich bin jetzt nicht alle 2 Monate auf wen anders gekupft irgendwie. Also das klingt jetzt sehr falsch gerade. Also ich war jetzt nicht... Ich bin fand auch das nirgends verkupft, aber wenn man mich lassen hätte. Ja, mei. Also ich fand jetzt nicht die ganze Zeit jemand anders toll. Ich war da schon eher immer, dass ich mich halt an einem festbissen habe und das dann aber über Jahre. Also eigentlich auch krass. so richtig gruseliges Stalking betrieben habe und so. Ach Gott. Ja, aber ich glaube, dass alle kleinen Madel sind Stalkerinnen, oder? Schon. Also, wie oft wir vor irgendwelche Häuser gestanden sind Boah, für irgendwelche ja. Typen. Boah. Also völlig krank. Ja. Hast du das nicht gemacht, Res? Also, ich bin nie vor fremde Häuser gestanden, aber ich sag auch nicht dazu, in welcher Klasse, aber irgendwann mal im Laufe meiner Schullaufbahn ist jemand nice in unser Klasse gekommen. Und 2 Freundinnen von mir und ich, wir fanden den unfassbar gut. Der war mysteriös, der war cool, der hat immer Musik gehört im Unterricht, der hat sich sein Kopfhörerkabel durch den Ärmel durchgezogen und ist dann so da gesessen, Kapuzen auf und hat so Musik gehört. Wow, oh mein Gott. Oh, wow. Er hat einen Und- Hoodie auch gehabt, oh mein Gott. Ja, okay, so hat es wahrscheinlich angefangen. Fuck. Und wir fanden den richtig, richtig toll. Und er war halt auch ein bisschen älter als wir und er war der Neue in der Klasse. Natürlich war er der Spannendste. Und wir wollten dann, Ja. dass der sich in uns verliebt. Also jede von uns 3 wollte es, aber trotzdem haben wir zusammengearbeitet und wir haben einen Hexenzirkel gegründet, so haben wir das genannt. Und wir haben dann versucht, sowas wie ein Ritual zu machen. Und da brauchst du ja immer irgendwas, was der Person kehrt. Und dann haben wir Chipsbräsel gesammelt, die aus seinem Mai gefallen sind und in Flaschen gesammelt, weil wir gedacht haben, damit können wir noch irgendwas machen. Und wir haben uns in jeder Pause an so einem Baum getroffen, wo genau so 3 Plätze frei waren und da sind wir dann immer gesessen und haben darüber geredet, wie wir ihn denn jetzt dazu bringen, dass er sich in uns verliebt. Und das war alles sehr, sehr unangenehm. Und er war dann auch mit einer aus unserer Klasse zusammen, die haben wir dann natürlich sehr gehasst dafür, dass er sich für die entschieden hat. Ja, und vor allem haben wir gesagt, die passen überhaupt nicht zusammen, weil er hört doch Punkrock und sie hört Hip-Hop. Das war früher auch ein großes Thema, Oh. wer welcher Musikrichtung hört. Der Typ hat auch immer so Anti-Hip-Hop-Allianz-Shirts auch gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das war früher auch voll das Ding. Ja, und dann war für uns klar, die Kinder gar nicht zusammenpassen. Die sind so unterschiedlich. Er darf doch viel besser zu uns passen. Ja. Also es ist auch stalkermäßig, ist auch gruselig, aber ich bin nicht vor fremde Häuser gestanden. Aber du Ja, hast also Chipsbräsel gesammelt. Ja, Aber an der Ich finde Stelle- auch, es ist schon auf einem ähnlichen Grusel-Level auf jeden Fall. Ja. Warum sind Teenager-Madel so gruselig? Das weiß ich nicht. Aber ich habe auch mal so ein Ding gehabt, also einen habe ich wirklich, also auf den bin ich echt jahrelang geflogen, oh Gott. Und der hat dann mal im Bus mich gefragt, ob ich noch was zum Trinken habe. Und dann habe ich ihm natürlich mal Flaschen gegeben und er hat da rausgetrunken. Und diese Flaschen, die war heilig. Den nächsten Schluck, den ich aus Gott. dieser Flaschen genommen habe, den habe ich so zelebriert. Da bin ich bei uns daheim. Auf dem Hof bin ich auf die Wiesen gegangen zu meinen Pferdl und habe mich da hingeguckt. Und dann habe ich die Flaschen aufgetragen und habe die an meinem Mund gesessen und ich habe den Kuss gefühlt, der über diese Flaschen austauscht worden ist. das liebe ich ja nur. Ist das geil? Das war der Beginn meines Stalkings dem gegenüber, weil es war natürlich ein Späßel von meinem Bruder und ich habe dann seine Handynummer rausgekriegt über meinen Bruder. Oh Und nein. dann habe ich angefangen, ihm zu schreiben. Also ab da, wo ich die Handynummer gehabt habe, war die Romanze eigentlich vorbei. Ach du Scheiße. Ab da ist creepy geworden. Aber, Ja. aber ich glaube, ich habe auch so viele schlimme Nachrichten geschrieben. Also das ist das Einzige, für was ich mich halt eigentlich schäme. Also ich schäme mich jetzt Ja. nicht für Sachen, die ich als Kind gemacht habe, aber als Jugendliche, Ja. da war ich ja so voller
Hormone, also wirklich, da schäme ich mich sehr dafür. Also Ja. so peinlich, wie ich mich da verhalten habe. Ich glaube, deswegen schreibe ich mittlerweile auch so viel Liebeskummer-Songs. Erstens, weil ich sau viel Liebeskummer gehabt habe und da schon Liebeskummer-Songs geschrieben habe. Das heißt, ich kann nur ungefähr 100 releasen. Abfahrt, Ich ich bin bin da bereit. einfach, ich bin Profi darin, weil ich eben so ein dramatischer Teenager war und ständig ja Liebeskummer hatte, weil ich ja ständig in neue Typen verliebt war, hatte ja immer wieder Liebeskummer, ist ja klar. Aber also wie ich mich behandeln habe lassen und da hätte ich mir eigentlich so ein Liedl gewünscht, halt sowas wie ohne die, das wo man halt sagt, hey, jetzt hör auf, Ja, haben ein bisschen an Selbstwert, sowas hätte Ja. ich braucht und deswegen freut es mich jetzt immer, wenn Leute meine Songs hören und dann sagen, es hat einer wieder einen Selbstwert gegeben, dann denke ich mir, ja, das wollte Ja. ich erreichen. ja, voll. Da kommen wir auch schon zu die 3 Besten und zu die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Leck mich fett in die Fressen geschissen. Und zwar, da die nämlich halt von euch gern wissen, was sind denn die 3 besten Liebeskummer-Songs von damals, die ihr euch da immer reingezogen habt als Teenager, die ihr heute noch hören darf? Und was sind die 3 schlimmsten, was euch jetzt so ein bisschen unangenehm ist oder was ihr jetzt einfach nicht mehr feiert? Res, hau Da darf raus. ich gleich gern anfangen, ja. Ich bin der Meinung, also ich glaube, man denkt immer selber, man hat einen brutal guten Musikgeschmack, aber eigentlich weiß ich, ich habe einen brutal komischen Musikgeschmack. Aber ich bin mir sicher, diese Liebessongs, die sind alles Banger. Die 3 besten, da darf ich gern anfangen mit einem Sarah Connor Song und nämlich From Sarah with Love. Ist so ein Boah. Hit. Und den habe ich so, also mein Traum als Kind war immer zu DSDS zu gehen. Und ich habe mir dann die CD aufgelegt. Ich weiß noch genau, wie das Cover ausschaut. Da ist so ein Porträtfoto von ihr drauf. Es ist so in Grau und sie hat so richtig krass grün bearbeitet, die Augen. Und die CD habe ich aufgelegt und mir die großen Kopfhörer von meinem Papa aufgesetzt und ganz laut gemacht und habe mir einen Songtext, den ich mir abgeschrieben habe, so an den Sekretär von meinen Leuten hingestellt und da davor habe ich gesungen, damit ich quasi so Studio-Feeling habe. Ich lese den Text ab und singe den da gerade. Und das war mein Number One Liebeskummer-Song. Da war ich noch, ich weiß nicht, wann der rausgekommen ist, aber ich war da noch ziemlich jung und den finde ich, kann man auch heute noch hören. Ja. Voll, und vor allem, den muss man sich jetzt mal wieder anhören, wie krass die eigentlich singt. Also das ist wirklich heftig, wie gut Sarah Connor singen kann. Also Sarah Connor, bist eine geile Eure, echt wahr. So. Respekt. Danke, dass du mein Liebeskummer begleitet hast, Sarah. Da dann gleich mit meinem zweiten Platz weitermachen. Das finde ich halt auch noch ein Banger. Und zwar Almost Lover von A Fine Frenzy. Das ist einfach den kannst du richtig laut raus singen, brüllen. Und liebe einfach. Ja, den haben wir letztes Mal zusammen am Klavier gesungen. Stimmt. Res und ich, das war schön, ja. Weil da habe ich den ungefähr schon 10 Jahre nicht mehr gesungen und das war früher immer mein Go-To. Das habe ich immer gesungen, wenn ich mir an Gitarre geguckt oder ans Klavier gesetzt habe. Deswegen ist es sehr schön. Ja. Und wenn wir noch ein bisschen was Wütenderes haben wollen, habe ich noch Fuck It vom Amen. Das war auch ganz, ganz groß Ja. früher. Das war, glaube ich, auf irgendeiner Bravo-Hits-CD mal und seitdem war das mein Ich hasse euch alle Liedl. Das Sagt mir gar nichts, stimme mal an. Ah, ist ein Rap-Song. Anja, stimm du an. also du meinst das Fuck what I said, it don't mean shit now. Fuck you, you presents. I don't want you don't back. want you back. Kennst du es nicht? Doch, Ich glaube nicht. das muss keiner. Doch, das kennst du schon. Okay. Da gab es eine Antwort von Ja. seiner angeblichen Ex-Freundin. okay. Well, guess what, yo, fuck you right back. Und ich habe immer davon geträumt, dass ich auch mal so eine Beziehung habe und wenn wir uns dann trennen, dann schreiben wir uns Diss-Tracks. Warten wir nur drauf. Ja, geil. Und was sind die wo da halt ein bisschen unangenehm sind? Fangen wir an mit dem Wütenden an. Das ist jetzt Beheaded von Offspring. Das ist mir ein bisschen unangenehm, weil das habe ich ein bisschen zu ernst genommen. Das kenne ich, glaube ich, gar nicht. Ja, das ist von einem Eidern-Album. Ich weiß gar nicht, wie das Album heißt. Da geht es halt darum, dass lauter Leute köpft werden. So, er kommt heim und köpft
alle, seine Freundin und seine Familie und alle. Und so. Und, das habe ich mir halt auch manchmal vorgestellt, an dunklen Tagen. Wie ging's die Kuscheltiere, die Achim geheißen haben? Denen ging es sehr gut, denen habe ich nie was da. Niemals. Machen wir schnell weiter. Aber es wird tatsächlich nicht besser. Auf dem zweiten Platz ist Prinzessin von der La Fee. Ja, es hat natürlich besonders dann passt, wenn heiße Typen auf einmal mit der Klassenkameradin zusammen waren, aber nicht mit mir. Entschuldigung. Ja. Ja, Obwohl du die Chips gehabt hättest für den Zauber, ist frech von ihr. richtig. Wie kann er nur? Und obwohl ich seine Musik, ich verstehe ihn doch viel besser, aber ja, egal, ich bin drüber weg, okay? Ne, es ist quasi der Taylor Swift-Song, der You Belong With Me, den beschreibst du. Ja, eigentlich schon. Da darf man echt nicht lang drüber nachdenken. Der erste Platz, die Songs, für die ich mir am meisten schaue mittlerweile, sind 2 Bushido-Songs, die teilen sie den ersten Platz, und zwar Schmetterling und Augenblick. Oh, Die habe ich sehr intensiv Gänsehaut. geliebt. Ja, Ja, aber es ist ganz schlimm. Also es ist Ist ja wirklich, ganz, wenn man ganz sich das halt mal schrecklich. anhört, Schmetterling, das ist ja richtig scheiße Crap. Sorry, es aber ist, der Text, also ja, so wie wir beide sind, wären die anderen gern, aber schön. So schön. Damit hat er mich gehabt, der Bushido. Aber das war der Liebeskummer-Song Schmetterling. Also bei mir war das der Petting-Song. An sowas habe ich da noch nicht einmal, davon habe ich noch nicht einmal zu träumen gewagt in dem Alter. Nein, das war mein Liebeskummer-Song. Okay. Ja. Und bei dir, Vreni? Die 3 besten. Auf Platz 3 habe ich Jar of Hearts von Christina Perry, weil man da so richtig schön wuseln kann. Mhm. Das Ja, war auch das ist immer toll. so ja, wo ich dann gerade so Auto fahren habe dürfen und so, war das so ein Ding, den ich da immer richtig geschmettert habe. Oh. Dann Platz 2, Arschloch von die Ärzte. Ist zwar überhaupt kein Liebeslied, aber man kann da Arschloch schreien und das ist saugut. Ja, wichtig. Das habe ich einem einmal ins Gesicht geschrien. Das war cool. Sehr gut. Der hat mich abgeschossen und dann kam er doch wieder daherkrochen auf einem Festel. Und dann kam da das Lied und dann habe ich am Arschloch ins Gesicht gesungen. Aber ich habe ihm wie trotzdem geil. sofort verziehen und am nächsten Tag hat er mich wieder abgeschossen. Naja. Arschloch, wirklich. Arschloch. Ja. Schön. So nämlich. Und mein Nummer 1, den liebe ich auch heute noch. Manchmal ist man in so einer melancholischen Stimmung. Und da passt der wunderbar dazu. Und das erinnert mich an Sommernächte, wo ich immer im Kinderzimmer auf der Fensterbank gehockt bin, beim offenen Fenster und am Mond und die Sterne angeschaut hab und da Musik gehört habe. Und das ist Überdosis Gefühl von STS. Da singt er davon, dass es sich halt mal wieder richtig geben will. Ja. Die Und da warst du traurige Stimmung traurig so. bei dem Song. Ja, Okay. Das ist für mich eher so, ich bin besoffen und kann schon nicht mehr tanzen, jetzt hockt man halt noch und der hat noch ein bisschen schunken. okay, na. Ich habe den auch nicht als traurig abgespeichert. Ich finde den richtig schön und romantisch. Ja, manchmal ist man ja gern in dieser Stimmung. Ja, ich weiß Dafür- genau, was du für Situationen meinst. Genau. Ja. Ja. Dann schaut man in den Himmel sehnsüchtig Ah. und zirkt sich das rein. Und bei den 3 Schlimmsten habe ich auf Platz 3 Untitled von Simple Plan. How could this happen to me? Den habe ich da war einfach ich zu oft da war er gehört. sehr dramatisch. Ja, und der ist brutal dramatisch, ja. Und deswegen habe ich den Aber der bei ist den auch schön. Schlimmsten rein. Der ist super. Na. Aber ich habe ihn bei den Schlimmsten rein, weil ich ihn erstens viel zu oft gehört habe und weil ich ihn viel zu ernst genommen habe. Also weil ich einfach gemeint habe, mein Leben ist zu Ende, Ja. weil irgendein Sepp Hans Franz von damals mich nicht wollte. Oh. Dann habe ich auf Platz 2 ganz schlimm, das ist auch einer von diesen Sternenschau-Songs, I Swear von All for One. Oh, den finde ich wirklich schlimm. Den liebe ich. Den habe ich Ja, du auch bist eine sehr Rentnerin. oft gehört. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und auf Platz 1, den habe ich auch viel zu oft gehört. Just More von Wonderwall. Der ist so schön. Der ist so schön. Ich höre mir den jetzt manchmal nochmal an und Ja. freue mich immer wieder, wie schön der ist. Ich höre den jetzt Aber auch von an, Wonderwall, Mhm. Ja. ich kenne den von bist jetzt 2 grad verwirrt wegen- Frauen.
Das heißt Wonderwall. Ja. Ach so. Du verwechselst gerade Wonderwall mit Oasis. Ja, genau. Danke. Ja, korrekt. Ja. Sorry. Also vom Text her ist der gut. Mhm. Ja, Aber nicht trotzdem schlecht. zu oft gehört und zu ernst genommen. Ach so, das war einer von deinen schlechten. Ja, das war ihr Top 1 schlechter. Mhm. Ja, dann möchte ich einfach nur die Game of Thrones Glocke jetzt rausholen. Schande, Schande. Mit Just More tust du nicht auf die Schlimmsten. Also ich glaube, jetzt brennst du völlig. Ich finde den auch, also ich finde deine schlimmsten auch alle sehr schön. Naja. Ja. Anja, was Nein, ich hast bin du für sauer. uns aufgelegt? Ja, beruhig dich. Beruhig dich. Beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Okay. Meine Besten ist, das weiß ich nicht, ob ihr das kennt. Deswegen kennt ihr Nie wieder von Tic-Tac-Toe. Selbstverständlich. Nie wieder küssen. Mhm. Kennst du den, Fleni? Ja. Okay, ja, den finde ich sehr, sehr, sehr schön. Nach wie vor. Dann auf Platz 2 ist Virus von La Fee. Als ich den das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wie krass. Ich habe noch nie so einen Song gehört, der so einen Wechsel drin hat. Und am Anfang denkt, das ist jetzt irgendein Netzliedl. So, ich vertraue dir so sehr, du bist meine beste Freundin und so weiter. Mhm. Und dann kommt dieser Switch auf einmal, wo sie dann singt, oh du warst immer weg, du kleines Stückchen Dreck. Boah, da habe ich mir, ich weiß nicht, wie alt wir da waren, aber ich glaube mit 12 oder so, habe ich mir gedacht, Alter, was bist denn du für ein Übermensch, dass du so ein Lied rausbringst. Wahnsinn, Wahnsinn, da war er nur noch inspiriert weiter. Und dann ist mir das sogar noch wirklich so ein bisschen passiert, dass eine sehr enge Freundin von mir was mit dem Typ gehabt habe, mit dem ich gerade eine Woche auseinander war oder so, mit der Liebe meiner Jugend. Mhm. Und dann habe ich das aber hier laut gebrüllt in meinem Kinderzimmer. Das kennst du aber glauben. Und auf Platz 1 ist nur ein Tic-Tac-Toe-Song. Ich kann nicht anders. Es ist einfach Banger. Und zwar Verpiss dich. Ich habe kurz überlegt, ob ich den zu den Schlimmsten tue, aber na, ich habe da schon gute Erinnerungen, weil da bin ich nämlich wie so ein kleiner Emo, bin ich in unserer Schultoilette geguckt und habe das gehört und habe gewarnt. Oh. Und das ist wirklich, es ist auch einer, der, wo man so ein bisschen mitschreien kann. Das fand ich schon immer gut, wenn es nicht zu weinerlich wird. Ja. Dann bei den Schlimmen habe ich der Mia zuliebe, weil die hat gesagt, dass wenn ich das jetzt noch einmal ummache, das Lied, so, das war dann mal die eine Haut so ungefähr. Und zwar ist das If I could turn back time von der Cher. Ist aber ein Banger. Und ich finde, Ist ein Hit, naja, ja. aber ich finde, das mit 12 zu hören und das ernst zu nehmen, ist schon schwierig. Ich verstehe es. Dann Ich könnte dich erschießen von Lisa Lee. Kennst du das noch? Ja, das habe ich so geliebt. Ich finde, das hat die gleiche Energie wie alle La Fee-Liedl. Also so richtig dieses, Ja. ich schlag zu, fickt euch alle. Die ganze Welt soll sie ficken. Ja, aber das kann ich jetzt nicht mehr hören. Also das ist mir jetzt echt ein bisschen drüber. Ja, Das ich fühle hör's. jetzt nicht mehr so ganz. Ja, ich habe das vor kurzem tatsächlich nochmal gehört und habe mir gedacht, ja, ich weiß schon, warum es mir gefallen hat, aber ich dachte mir jetzt nie denken, oh, halt Lisa Lee hören, Ja. oder? Ja, Ja. genau. Und da tue ich auch noch ein Lied dazu, und zwar, weil ich auf dich scheiß. Ich glaube, so hat das geheißen. Das fand ich auch richtig, richtig gut, weil es auch ein böser Text war und das war man von Frauen früher ja nicht so gewohnt. Und das fand ich dann immer gut, wenn eine Frau irgendeinen bösen Text hatte. Aber eigentlich war das teilweise so ein schlimmer Text, also auch inhaltlich und einfach so ein Schwachsinn. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so, hör mir zu, Junge, weil ich auf dich scheiß, rede nicht von Dingen, die du überhaupt nicht weißt. Mhm. Find dir eine andere, die jetzt bei dir mitfährt oder so. Das ist Scheiß. Ich glaube, das hat der Echo Fresh geschrieben. Das hat mir der Kid Rap, glaube ich, mal erzählt. Naja, Okay. egal. Es ist auf jeden Fall, es ist aber sehr schlimm, dass ich das ernst gefühlt habe. Mhm. Ja.
Aber ja, ich habe so viele Liebeskummer-Songs gehört, dass ich da jetzt, glaube ich, noch ewig weitermachen kann bei der Liste. Einen Banger möchte ich auch einfach nur so mitgeben, weil ich den auch immer nur her, den wollte ich auch noch mit draufnehmen, und zwar Wake Me Up Inside von Evanescence. Das Mhm. kann ich Ist auch ein mir auch halt Klassiker. noch sehr, sehr gut geben. Ja, ja. Ist ein Ja, Hit. schön. Ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt alle inspiriert und gebt euch jetzt halt nochmal so richtig eure Liebeskummer-Banger. Gern Just More. Ich glaube, das ist gar kein Liebeskummerlied, oder? Das ist schon ein Liebeskummerlied, ja. Jetzt denke ich gerade drüber nach. Look in my eyes and say you love Ja, me. doch. Irgendwie so. Mhm. Ach, das ist so schön, das her hier, wenn wir da hier fertig sind. Oh. Ja, wenn wir hier fertig sind, das ist das Erste, was ich anhöre. Ja. Ja. Ja, schön. Rest, du hast das vorher so angeteasert. Hast du jetzt nur einen Liebesbrief für uns aus deinem Tagebuch? Ich habe keine klassischen Liebesbriefe, aber wir haben ja vorhin schon drüber geredet, wie das denn war, dass man immer wieder auf neue Typen gestanden ist und wie schlimm das für einen war. Und das da ich eigentlich gerne ein bisschen, mitnehmen in mein Kindheits-Ich. Satz bereit. Ich freue mich. Liebesbriefe. Leidenschaft, Sex, Gefühle, Holde Maid, schicken Sie mir ein Foto von Ihren Füßen. EG Herbert. Liebesbriefe. Ah, schlimm. Hallo Tagebuch. Meine 2 Freundinnen und ich haben heute meinen Geburtstag im Schwimmbad nachgefeiert. Danach ging's zu McDonald's. Wichtig. Jungs im Alter von 14 Jahren wollten mit uns knutschen. Ah, Hilfe. Okay, einer war süß. Heute war ein wundervoller Tag. Aber wie alt warst du da? Ja, 10. ja, das musst du dazu sagen. Ja, schön. Ja. Ja. Was ist mit den 14-Jährigen? Ja, ich frage mich, woher wir gewusst haben, dass die 14 sind, aber ja, Werden sie es schon gesagt haben? es ist wahrscheinlich. Ich erinnere mich da auch nicht mehr so genau dran. Ich weiß auch nicht, wie ernst das war, ob die wirklich mit uns knutschen wollten. Ah, diese Sprache generell, knutschen. Und dann habe ich angefangen, so Listen zu führen über Typen, auf die ich gerade stehe. Und da habe ich die Prozentanzahl immer dazu geschrieben, zu wie viel Prozent ich verliebt bin. Das darf ich euch auch gerne vorlesen. Da bin ich mittlerweile 11 und ich schreibe Hi Diary. Wir haben anscheinend im Englischunterricht gelernt, das Tagebuch Diary heißt. Ich bin wieder mal verknallt. Dann fangen wir an mit der Liste. Erstens, Tom, in Klammern, Tokyo Hotel, 75%. Zweitens, Tom, bester Freund von meinem damaligen besten Freund, 60%. Christoph, Taekwondo-Unterricht, 60%. Moser Franzl, aber nur noch 55%. Er ist anscheinend im Ranking abgestiegen. Im Eintrag davor steht nichts davor. Deswegen weiß ich nicht, auf welchem Level er davor war, aber da waren es nur noch 55%. Naja. Schaut für ihn. Er hat sie anscheinend nicht gut benommen. Und dann sind wir 2 Monate später und ich schreibe, wir haben sehr viele Parallelen, Anja. Hi Tagebuch, ich hatte dich verloren. Und ich habe ein neues Zimmer. Sternchen, Freu, Sternchen. Und dafür ich mich gern schubsen. Jetzt bin ich nur noch in 2 Jungen verknallt. Christoph, Taekwondo-Unterricht, 77%. Martin Sicklinger, 65%. Ja. Also es war ein wilder Wechsel. Und Aber dass die 60% überhaupt nennenswert waren. Ja, also ich verstehe das auch nicht so ganz und ich hätte da ehrlich gesagt gern so eine Aufschlüsselung davor. Wie steigt man in dem Ranking auf? Was ist passiert? Was war im Taekwondo-Unterricht? War er nett zu mir? Hat er mich angelächelt? Was war los? Aber wir kriegen leider nicht mehr Info.
Hat er die nicht an die Armen gehalten und es war ein brutal schönes Gefühl. Es war, glaube ich, schon ein brutal schönes Gefühl. Einen letzten Eintrag will ich eigentlich noch vorlesen dazu. Da war ich 12 mittlerweile. Und zwar habe ich hier auch wieder eine Liste gemacht. Also da habe ich generell Sachen aufgeschrieben. Love, Interessen, Friends und Enemies. Aber ich lese euch jetzt nur Love vor, weil es gerade ja nur um Liebe geht. Und anscheinend hat es manchmal einfach schon gereicht, nur zum Existieren. Denn ich habe hier auf meiner Liste Huber 80%, Martin Hinteregger 72%. So random. 72, nicht 70, 72. Ja. Und dann Typ aus der Bücherei 60%. Und ich weiß genau, dass ich den ein einziges Mal gesehen habe und halt fand, dass der süß ausschaut. Hat es in meine Love-Listen geschafft. 60%. Ja. Ich war anscheinend nicht sehr wählerisch. Irgendwie sind Teenager-Mädels Typen im Erwachsenenalter. Ja. Ja, Die tatsächlich. Erkenntnis habe ich gerade zum ersten Mal. Hast du nur einen Liebesbrief für uns, Anja? Ich habe hier keinen Liebesbrief, aber ich habe, als ich dann mal auf einen Eltern stand, weil ich stand sonst eigentlich immer auf Gleichaltrige, aber anscheinend stand ich in der 5. Klasse und mal kurz auf einen 3 Jahre Eltern. Und ich habe dann anscheinend eingesehen, dass das nichts wert. Soll ich meine Begründung vorlesen? Bitte. Liebes Tagebuch, ich weiß jetzt, dass, Name jetzt geändert, Florian nichts für mich oder besser gesagt, ich nichts für ihn bin. Ich habe noch keine Busen. Naja. Ich habe noch nicht meine Periode. Als ob das jemand interessiert hätte. Als ob man das auch weiß. Das hat er bestimmt gerochen. Man muss nämlich wissen, dass Männer im Alter dann zu Teenager-Mädels werden, aber wenn sie selber Teenager sind, dann sind sie anscheinend irgendwie Bernardiner oder so. Und denen das wäre, wenn Frauen eine Periode haben. Ich habe noch nie einen Jungen geküsst. Oh. Er hat ganz sicher eine Freundin. Aber das macht mir nichts mehr aus. Ich kann ja schließlich mit denen, die in meinem Alter sind, was machen. Gute Nacht. Oh. Ich finde süß, wie du die immer selber schon getröstet hast. Aber beim Fernsehverbot vorher, das macht mir nichts aus. Ich habe schon bald Geburtstag. Okay. Okay, gut. Na dann. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das Fernsehverbot und die Geburtstagsinfo kausal zusammenhängen, sondern es war einfach meine Art, Dinge zu erzählen. Wenn man gemerkt hat, dann kam der Fotograf. Aber irgendwie ja traurig, gell, dass man es halt immer auch so auf ich hab nur keinen Busen, deswegen liebt er mich nicht. Also dass er es auf sowas bezieht dann auch. Ja, ist so ein Schmarrn, oder? Ja. Naja, ist ja noch geworden. Hast ja deine Tage noch gekriegt. Haben wir Glück gehabt. Ja, da haben wir wirklich Glück gehabt. Ich habe auch noch was anderes Trauriges, und zwar in den ich halt verliebt war. Also in den ersten, in den ich verliebt war. Der hat mir meine Geburtstagseinladung zurückgegeben. Und also er wollte halt nicht kommen. Und dann habe ich geschrieben, also erstens habe ich die Einladung nur aufgehalten, was ich traurig finde. Und dann habe ich geschrieben, er sagte irgendwas, dass er jetzt nicht kommen möchte, bla bla bla. Ich sagte, es wäre nicht so schlimm. Ich denke, dass er überhaupt keine Kunst darin hat, etwas abzusagen. Was ist das für ein Satz? Sehr schön formuliert. Ja, und wisst ihr, was ich dann geschrieben habe? Da möchte ich mich schon ein bisschen eingraben, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass ich später die begehrenswerte
die Behrenswerte in der Klasse bin und dass sich jeder Junge eine Einladung wünschen wird. Und dann wird es ihm leid tun. Die Jungen, wenn er das erzählt, Die Jungen, wenn er das erzählt, werden sagen, spinnst du? Das ist ein richtiger Downer. Also, Freunde, ich sag's euch. Heute wird's einem leid tun. Liebe Grüße an der Stelle. Ich hab's sehr, sehr gut überwunden. Ich habe nicht einmal mehr gewusst, tatsächlich, dass es da was gab, aber mein Tagebuch hat mich Gott sei Dank daran erinnert. Ich hoffe, es geht dir gut. Und ja, naja, ich habe hier nur eine Geburtstagseinladung, ich sag's, was es ist. Vielleicht soll die verlosen an irgendjemand von den Fans, dass jemand zu meinem Geburtstag kommen darf. Was hältst du davon? Das machen wir. Wenn ihr uns helfen wollt, der bärenswerteste Podcast zu werden, dann abonniert uns unbedingt, drückt die Glocke stolz ein, dass die Folgen automatisch gedownloadet werden und gebt uns auf jeden Fall eine 5-Sterne-Bewertung. Damit hilft sie uns sehr weiter. Und folgt uns auf Social Media. Wir sind auf TikTok, wir sind auf Instagram und wir sind auf YouTube. Auf YouTube seht ihr uns neuerdings auch mit unseren wunderbaren Gesichtern, falls euch das interessiert. Und liked und kommentiert unsere Beiträge. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn ihr uns nicht folgt, dann kriegt ihr überhaupt nicht mit, wenn ich meine Geburtstagseinladung verlost zu meinem nächsten Geburtstag. Und das war sehr schade. Also Leute, ihr wisst, was zum da habt. Vielen Dank für euren Support und wir küssen eure Augen. Servus. Wir lutschen eure Ohren. Auf gar keinen Fall. Servus. Jetzt jeden Donnerstag. So was hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.